Sie war die schönste im Trachtenverein und beim Damenfußball vorn dabei. Sie war alles, was man sich wünschen hat können, nur sie war leider nie frei. Wie sie damals einfach gegangen hieß, war klar, sie kommt nie mehr heim. Hat ihren Freund stehen lassen und die schöne Ausbildungsstelle bei der Raiffeisenbank. Und ihr Vater, der halt gleich ein Festel, und ihre Mutter hat vor Freude erstmal geweint. Ihre alten Freundinnen vom Weiberstamm, die sagen, sie haben nur drauf gewartet. Sie ist wieder da, die Hopfenkönigin. Keiner hat glaubt, dass einmal kommt der Tag. Wieder da, sie will Haus bauen und ein Kind, und dass alles wieder so wird, wie es mal war. Sie ist wieder da. Als allererstes ist auf Minga aufgezogen, in eine echte Studenten-WG. Auf 12 Quadratmeter für 800 warm, über einem super hippen Lesecafé. Jeden Tag ist fortgegangen, so viel Leute kennengelernt und so viel neue Sachen erlebt. Hab keinen Gedanken mehr verloren an die Dorfolympiade und die Beachpartys am See. Und jetzt geht's durch hier all die Siedlung und die Nachbarn stehen alle am Zaun. Manche sind grantig, dass damals einfach weg ist, und manche freuen sich und sie können's kaum glauben. Sie ist wieder da, die Hopfenkönigin. Keiner hat glaubt, dass einmal kommt der Tag. Wieder da, sie will Haus bauen und ein Kind, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Und jetzt steht's im Bushäusl, wo's mit dem Andi arbeitet ist mit dem Pfeffi bis um 2 in der Früh. Und zwischen Dorfesplakat und am Anarchie-Graffiti find's ein Herzl mit ihrem Namen eingraviert. Langsam schlendert's mich zum Dorfplatz, da haben sie damals die Krone aufgesetzt. Und zum ersten Mal fühlt sie sich, oh, kämen nimmer rastlos und auch nimmer so gehetzt. Sie ist wieder da, die Hopfenkönigin. Keiner hat glaubt, dass der Tag einmal kommt. Wieder da, vielleicht baut sie sich ein Haus, vielleicht wird's dann auch was mit dem Kind. Sie ist wieder da. Sie ist wieder da, die Hopfenkönigin, und trotzdem wird's wohl nie mehr, wie es einmal war. Das war die Hopfenkönigin, beziehungsweise das Lied Sie ist wieder da. Das ist ein Lied von meinem neuen Album, das heißt Schnappschuss, gibt es jetzt überall zu streamen und tatsächlich auch als CD zu kaufen. Links findet ihr unten. Das ist für mich auf dem Album derzeit so das Sahnestück, der gut geräucherte Schinken. Das Lied, es hat unglaublich Spaß gemacht, das Lied zum Schreiben. Ich habe das geschrieben mit meinem Freund, dem Markus Bär. Mit dem habe ich schon ein paar Mal geschrieben. Auf der Tanzcafé Memory sind 2, 3, 4 Songs drauf, die wir geschrieben haben miteinander. Und auf der Schnappschuss haben wir auch noch ein paar miteinander gemacht. Ich liebe es mit dem Markus zum Schreiben. Er ist erstens mal ein super smarter, sehr musikalischer, grandioser, lieber Typ und schreibt Lieder wie die Angst. Der hat auch selber eine Band, die heißt Die Bears, mit seiner Frau zusammen, und da machen sie großartige Lieder, singen zu zweit wie die Zeisel. Es ist wunderschön. Checkt's die unbedingt einmal aus. Und das Lied ist entstanden, weil wir beieinander gehockt sind und gearbeitet haben, und er hat verzeiht, dass sie sind umgezogen und sie wohnen jetzt in dem Dorf, in dem seine Frau aufgewachsen ist. Und seine Frau hat irgendwann einmal gesagt, irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwie sowas wie, ja krass, jetzt bin ich wieder da, wo ich früher
ich weiß nicht mehr, was war, Weißbierkönigin oder sowas war. Starkbierkönigin, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder da. Ne? So. Und diese Reise, diese kleine Odyssee, die man da so hat, als jemand, der auf dem Land aufgewachsen ist und dann irgendwann einmal raus will und was anderes sehen will und das wird ja sehen in diesem engstirnigen kleinen Dörfel da oder was auch immer. Ne? Und dann irgendwann, es ist nicht bei jedem natürlich der Fall, aber irgendwann kommen auch wieder welche zurück. Und man kommt dann anders zurück, man kommt als anderer Mensch zurück, ne? Weil man eben die Erfahrungen auch gemacht hat, die man woanders gemacht hat und so weiter. Egal ob positiv oder negativ auch natürlich. Aber diese kleine, wie soll man es nennen, diese kleine Landjugend-Odyssee, das hat mir total taugt. Und dann haben wir angefangen zum Schreiben. Und dieser Song ist dabei rausgekommen. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Mir gefällt er sehr gut. Ich habe mir gedacht, ich hau jetzt mal eine Live-Performance raus von dem Ganzen. Und das ist natürlich auch ein Song, den ich auf meiner Tour dann spiele. Die hat schon Premiere gehabt in Ringsburg. Richtig losgeht tut es aber dann erst Ende September. Da bin ich wieder unterwegs. Vorher brauche ich ein bisschen Batterie aufladen und ein bisschen reflektieren über die letzten 2,5 Jahre, wo ich mit meinem anderen Programm Kenny Boris Please unterwegs war. Und Kraft tanken, um dann wieder voll dabei zu sein und auf Tour zu gehen mit Schnappschuss. Die CD habe ich dann natürlich auch live dabei. Aber ihr könnt es jetzt schon hören, überall zu streamen und so weiter und so fort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte euch gar nicht mehr länger aufhalten. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.